Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Fade Wilson und heute gibt es von mir ein Lexington Bild. Ich habe das Bild so noch nirgends gesehen, habe es gespielt und ich war überrascht, wie gut das geht. Ist ein Full Damage Bild, macht dann dementsprechend brutalen Schaden, aber hat auch den Vorteil, dass sich die Rüstung jederzeit regeneriert. Ja, da muss man ein bisschen so einen Groove kriegen in dem Bild, ja, so mit um und hin und her schalten und eine in die Deckung und außer von der Deckung. Und dann wird es schon. Schaut es euch einfach an, ich würde sagen, packen wir's. Wir spielen mit der Spezialisierung Richtschütze. Ein Richtschützen deswegen, weil er Rüstung bei Tötung hat, erhöhte Feuerrate und selber Munition generiert. Das sind einmal drei wichtige Sachen, warum das ich jetzt den Nummer habe. Einstellen dann wir das auf Sturmgewehr, nochmal 15% höherer Schaden. Und auf Gewehr auch wieder 15% höherer Schaden. Und das war es eigentlich gewesen, warum Waffenhandling, also schnelleres Nachladen ist dann gewährleistet. Feuerrate erhöht sich bei einem Kill für 5 Sekunden um 5%, das ist nicht viel, aber ja, doch ein wenig etwas, ja. Dann schauen wir uns einmal die Modifier an. So, bei den Modifiern habe ich es so, ich habe nur den Umkehrmodifikator, also aktiver Modifikator, Umkehrung, so rundum. Ich habe nur den, also kann ich nicht sagen, wo es jetzt die anderen besser sind oder schlechter. Ich habe jetzt einmal den eine da. Ja. Dann, was wichtig ist, Rache, den muss man eine da bei dem Bild. Mittlere Reichweite, also ohne dem funktioniert das Ganze nicht, weil beim Schießen auf Feinde in mittlerer Reichweite können bis zu 100 Stapel aufgebaut werden. Jeder Stapel bringt 0,5 kritische Trefferchance. 100 Stapel können aufgebaut werden und ja, wenn es jetzt praktisch da 2 schießt, ja, dann baut sich das wieder ab und geht es wieder von vorne los. Fakt und ganze Sinn der ganzen Geschichte ist, man baut da 60% kritische Trefferchance auf. Man muss nur aufpassen, dass man nicht drüber schießt, weil dann kann man wieder von vorne anfangen. Also die müssen alle in der gelben Range sein, also wo es da auf der Seite ein Zielkreuz ist, das gelbe, ja, da müssen die drin sein und haben da so eine gelbe Umrahmung, wenn ich mich nicht täusche. Also ich passe meistens nicht stark auf und funktioniert auch ganz gut, weil aufpassen und schießen ist bei mir aber gar nicht so. Da habe ich die Beharrlichkeit eine da, passiver Modifikator Multizone. Das Ausschalten von Gegnern in beliebiger Entfernung gewährt für 5 Sekunden eine der folgenden Stärkungen. Kurze Reichweite Bewegungsgeschwindigkeit, wenn jetzt noch zurückkommt, wieder langsamer, ist schon mal nicht schlecht. Mittlere Reichweite 30% Genauigkeit, naja, und lange Reichweite 20% Nachladegeschwindigkeit und das ist echt nicht schlecht. 20% ist ein Haufen Zeug. Wenn du schneller nachladen kannst, ist das nicht schlecht. Ja. Dann habe ich noch den drin, das ist mein Lieblingsmodifikator mit knapper Not, heißt der, geht auf lange Distanz und erhöht letztendlich einen Waffenschaden extrem, wenn die weiter weg sind. Ja. Ist mit dem Gewehr gut und ja, Sturmgewehr funktioniert auch mit dem Bild, was jetzt dann kommt, weil, ja, das sehen wir dann. Jetzt machen wir mal weiter. So, jetzt habe ich die Lexington drin. Die Lexington kommt immer Godroll, ja, Lebensenergieschaden, Schaden gegen ungedeckte Ziele und ich habe da drauf gerollt abgemessen. Ja. Abgemessen ist es so, dass die erste Hälfte vom Magazin 25% Feuerrate hat, also plus, aber minus 25% Waffenschaden. Die untere Hälfte des Magazins hat 18% weniger Feuerrate, hat aber 30% Gesamtwaffenschaden her. So, jetzt habe ich aber das Set eigentlich auf das ausgelegt, dass mit der Waffen eigentlich egal wie du schießt, immer sehr hohe Feuerrate hast. Also profitierst eigentlich immer von einem recht hohen Waffenschaden letztendlich. Darum habe ich eine Killer genommen. Ich habe auf dem Gewehr, da habe ich genommen UIC 15 Mod 2. Warum habe ich die genommen? Weil die von Haus aus schon brutal stabil und eine brutale Präzision hat. Ja. Auf das Ding habe ich dann den Killer aufgerollt und der Base Damage von dem Ding ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe die jetzt gar nicht, die ist zwar 15 Gewehrschaden, aber die ist jetzt in der Expertise noch nicht aufgerollt, ja, oder aufgeduscht. Genommen habe ich es eben,
weil ich das auf Präzision gespielt habe. Darum habe ich auch da Präzision 30% des Holovisier, Nachladetempo 14% schneller und da habe ich optimale Reichweite. Das eine ist, dass eben auf weitere Distanz mehr Schaden macht und das andere ist, dass es nicht umeinander zieht, weil wenn du jetzt tust, Stabilität, da, wenn du Stabilität nimmst, dann liegt es zwar auf dem Fleck, aber strahlt trotzdem noch und wenn Präzision auch oben ist, dann schießt du genau auf einen Punkt über, hier ist ein kleiner Vorschlaghammer und deswegen habe ich die Waffen genommen. Also mit der anderen bin ich nicht hergekommen. Stabilität kann man da jetzt auch noch rollen, habe ich gerade gesehen. Dann wird man wahrscheinlich Vollgas hinkommen. Dann kann man vielleicht einen anderen Mod rein tun. Also am besten ein Gewehr nehmen, wenn man das nicht hat, irgendwo anders und schauen, dass man die Präzision und Stabilität ganz hoch drin ist. Ja. Bei der Lexington brauche ich so nicht mehr viel sagen. Die ist halt im mittleren Bereich gut vom Damage her. Je weiter das er weg ist, umso schlechter wird es. Die ist von Haus aus sehr präzise und stabil. Passt eigentlich ja soweit. So, bei der Pistolen, da habe ich die D50 drin. Kann ja jeder eigentlich eine, da wie so lustig ist. Die brauchst du jetzt nicht wirklich, aber wenn, dann ist der Vollstrecker ein sehr gutes Talent. Gibt nochmal Schaden durch kritische Treffer um 30% her. Und Chance auf kritische Treffer auch, aber da ist Cap sowieso bei 60, also interessiert das nicht. Wie gesagt, kannst eine da, wo du lustig bist. Scheißegal. So, bei den Granaten ist auch wurscht. Ich habe Sprenggranaten drin. Nein, macht halt ein wenig schön, ein wenig passt. So, dann kommen wir zum Set. Da habe ich die Umbra-Initiative. Von dem Teil habe ich 4 Stück drin. Ja. Aus dem Schatten ins Licht ist das Talent. Ich lese jetzt das nicht vor, aber ich tue es ein wenig so beschreiben. Also zuerst schießt, dann knackst du ein in Deckung und jeweils beim Schießen baust du Stapel auf und in der Deckung baust du Stapel auf. Beim Schießen baust du Stapel für, für die Rüstung auf und in der Deckung baust du die Stapel fürs Schießen auf. Also du gehst in Deckung, dann gehst von der Deckung außer und dann hat es eine sehr hohe Schussfrequenz für eine Zeitl. Und dann gehst wieder in die Deckung ein und dann regeneriert sich deine Rüstung. Und warum und wieso dass das so gut ist, erkläre ich gleich später noch. Gerollt ist die ganze Gaude, alles auf Schaden durch kritische Treffer. Nix auf Chance, alles auf Schaden durch kritische Treffer. Auch wichtig. Dann habe ich Umbra-Initiative einen Rucksack. Ja, das Set gewährt 15% Chance auf kritische Treffer und 30% Nachladetempo, das habe ich vorhin nicht gesagt. Ist auch ganz wichtig, Nachladen ist immer gut. Ja. Der Rucksack speziell erhöht die maximale Stapelzahl für das ins Licht von 50 auf 100, den Stapelgewinn von 10 auf 20 und den Stapelverbrauch auch von 10 auf 20. Also ich habe es probiert mit dem Ninja Bike, ich habe es probiert mit dem Memento und ich finde, dass von der Umbra her der Rucksack die beste Wahl ist. Man kann es mit dem Memento ausspielen, hat man wahrscheinlich mehr Damage letztendlich, wenn man die ganzen Trophäen eingesammelt hat, aber mit dem Set, was ich jetzt gebaut habe, da hat man sofort sozusagen auf Knopfdruck oder aufs Rausspringen Vollgas Damage da. Also man braucht nichts aufbauen, nichts einsammeln, weil das nervt dann irgendwann mit der Zeit, finde ich. Jo, dann spielen wir auch noch mit der Umbra Weste. Die macht praktisch das andere aus dem Schatten, erhöht die maximale Stapelzahl aus dem Schatten von 50 auf 100 und den Stapelgewinn von 10 auf 20. Die zwei miteinander fungieren ganz gut. Das Ganze ist auch wieder gerollt auf Chance durch kritische Treffer, beidseits, ja. Und der Waffenschaden ist mir noch ein wenig abgegangen, ist mir wieder das Material ausgegangen. Ja, dann das vierte Teil, Umbra, die Handschuhe. Auch wieder Schaden durch kritische Treffer und Waffenschaden, auch wieder nicht ganz voll, also es geht nur ein bisschen mehr. Da, dann haben wir die Gebet des Fuchses drin. Warum, wieso? Es gibt uns 10% noch mehr Gewehrschaden dazu und Schaden gegen ungedeckte Ziele 8%. Wieder Schaden durch kritische Treffer und Waffenschaden natürlich in Tertian. Da bei die Knie, ja, ich denke Schaden gegen ungedeckte Ziele
hat man dann mit der Waffen, mit dem Sturmgewehr 18% und dann fungiert das ganz gut. So, und dann kommen wir zu der Centurio-Scheide, also zum Holster. Ja. Das Holster an sich hat Waffenschaden drauf, hat Waffenhandling drauf und Chance auf kritische Treffer. Kann man nicht umrollen. Leider. Ist aber wurscht, weil wir brauchen gerade das Talent Konter. Und da kommt es jetzt, wenn man das Umbra hat, das wo schon die Feuerrate erhöht, und dann mit dem Centurio spielt, das wo beim ersten Wechsel 20% Feuerrate und 20% Waffenschaden gibt und beim nächsten Wechsel 50% Magazingröße und 50% Nachladetempo. Wenn man das richtig iteriert, dann ist das Set richtig stark. Ja, ich habe dann, man muss auch dazu wissen, man kann die Reihenfolge von Waffe 1 auf 2 umschalten, wenn man die Spezialisierungswaffe mit einer nimmt, dann wechselt sich das. Also wo praktisch mehr Magazin ist oder wo die Feuerrate hinkommt. Ich habe immer gemacht, dass praktisch die Magazingröße, die 50% plus auf dem Sturmgewehr sind, ja, und die Feuerrate dann auf dem Gewehr drauf macht. Dann macht das Gewehr bum 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 anstatt bum bum bum. Ja. Also man sieht im Gameplay ganz gut, was ich meine. Und das ist echt ein brachiales Teil dann geworden. Mich hat es echt überrascht, wie gut das geht. Und vor allem, mein Set ist noch nicht on top ausgerollt, mir geht noch einiges ab an Schaden. So schaut das Ganze drum dann aus. Insgesamt spielen wir mit dem Wiederbeleber und mit dem Schild. Schild holt natürlich nicht so viel aus, aber wenn es mit dem Schild, also du springst aus der Deckung raus und ziehst dann das Schildel und dann kannst du weiter hauen, das tut nichts zur Sache, also das, wie soll ich sagen, das Talent von Umbra wird deswegen nicht blockiert, ja, also das zählt sozusagen nicht als Deckungsschädel, ja. Und ein bisschen was holt dann das Schild auch weg und solange stehen die vor dir nicht toten, dass da irgendwas da kann. So, und dann noch mit zur Uhr. So ein Set, was ich zeige, egal welches Ding, ist immer vorausgesetzt, dass die Uhr voll ist. Ja, die erkläre ich jetzt nicht nochmal. So, und somit kommen wir dann zum Gameplay. Da kommt mein Soundtrack rein. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Beim Gameplay erkläre ich auch noch mal ein bisschen was, wie ich das gemeint habe. Weil die richtige Spielweise ist bei dem Set tatsächlich sehr wichtig. Und ich traue mir zum sagen, dass das sehr, also vielleicht nicht stärker wie der Striker, aber ich brauche weder was einsammeln, noch ich brauche irgendwelche Stacks aufbauen. Das geht von einem ins andere und mit dem Centurio ergänzt das so enorm, dass du eigentlich einen Schaden, wenn du es richtig machst, sofort da hast. Und dann mit dem Modifier, also haut voll ein. Ich wünsche euch viel Spaß damit, baut es nach, schaut es euch im Gameplay an und man sieht es dann beim nächsten Video hoffentlich. Gell? Also Servus und packen wir es zum Gameplay. So, servus, jetzt sind wir weiter mit dem Gameplay. So, ich habe die Stacks aus dem Schatten ins Licht, also vom Umbra-Set schon voll. Das heißt, ich gehe immer in die Deckung, baue meine Rüstung wieder auf, gehe aus der Deckung und habe dann eine erhöhte Schussfrequenz, wie man jetzt gerade gesehen hat mit dem Gewehr. So, wenn ich die Waffe wechsle, habe ich automatisch auf der anderen Waffe ein volles Magazin, das bei mir die Lex hinten ist. So. Man muss jetzt schauen, man geht in die Deckung, dann schalte ich auf eine andere Waffe um und dann gehe ich aus der Deckung raus. Dann habe ich den Buff vom Holster und dann habe ich auch die Stacks vom Umbra-Set. Das ergibt sich dann bei einer Waffe ein enorm hoher Schuss oder eine enorm hohe Schusswiederholraten, ja, oder eben ein erhöhter Schaden. Und das muss man halt gut kombinieren. Wenn man jetzt da sagt, ja, ich sitze mir ein bisschen in die Deckung, ich heile mich zusammen. Ja. Man muss halt aber schauen, dass man ein wenig in der Deckung sitzt. Ich habe deswegen ein Gewehr genommen, weil ich die Modifier auch so gewählt habe, dass ich das Face-Sachen halt aus der Entfernung machen kann, weil die gegnerischen Modifier oft so saudeppert sind, dass dann mit dem Sturmgewehr selber die Rüstung wegschießt, weil wieder irgendwas drauf ist, wo praktisch der Schaden wieder zurück zu einem kommt. Aber wenn man sagt, mit dem Gewehr hat man auch brutale Schusswiederholung. Es hört sich schon bald an wie ein Sturmgewehr. Und dementsprechend macht das Ding aber auch Schaden. 2,83 Millionen haben da keine Seltenheit.
keine Chance für dein Heilerstrahl. Feind und Feind lehnt sich in kein zurück. Ich tanze durch die Kugeln, fühl mich wie ein Verrückter. Was im Schatten ist Licht. Naja, wenn dann einer nicht so ein scheiß Aim hat wie ich, dann trifft er natürlich auch besser. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Über-Mega-Spieler, sondern ganz ein normaler Zocker, ja. Aber das Set macht einfach Spaß. Du brauchst kein Medikit nicht. Du pflasterst da mit dem Gewehr mal dumm, als hättest du ein Sturmgewehr in der Hand. Und wenn dann die Feinde näher kommen, mit der Längsigen, die macht da auch brachialen Schaden bis 1,2 Millionen, habe ich abgelesen. Lass die Gegner untergehen. Ich habe jetzt da das Talent abgemessen, deswegen drauf da, weil es mit dem Set absolut keinen Unterschied macht. Du hast einmal eine höchste Schussfrequenz vom Set, vom Holster und dann nochmal von der Waffen, also die rotzt brutal enorm aus, wenn man es richtig macht, wohlgemerkt. Ja. Und durch das der erhöhte Schaden und die geringere Schussfrequenz in der anderen Hälfte vom Magazin, wie man sagt, 1,6 Mille überhaupt keine Chance, überhaupt kein Problem nicht. 1,3 jetzt da, ja, 2 Mille. Also wie gesagt, das ist einfach so ganz gut iteriert. Und ich finde das einfach brachial, das Set. Was im Schatten ist Licht, ich krieg hier das Gefecht. Die Klexigen in der Hand, bin ich der Danny-Knecht. Feuer frei, die Welt soll sehen. Schussfolge wie ein Donner, lass die Gegner untergehen. Ja, schaut euch die Gaudi noch ein wenig an. Ich habe den Kontrollpunkt gemacht und noch ein, zwei andere Sachen. Es ist einfach zum Üben, aber wichtig, man soll begreifen, dass man praktisch das Holster und das Talent von dem Set miteinander benutzt. Dann ist das Ding echt brutal. So, wer es bis dahin geschafft hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht noch ein bisschen dahin, weil ich finde einfach, ja, ich kann selber nicht genug zuschauen bei dem Ganzen. Wenn man nicht konzentrieren muss, schaut das nochmal ganz anders aus. So, also, in meinem Discord, Community Discord, der Link ist im Kanal ganz oben. Abo oder Like nicht vergessen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habt Spaß dabei. Um das geht es in dem Spiel. Spaß zu haben. Nicht Mainstream, sonst irgendwas Schwachsinn, sondern meine Builds sind einfach dafür da, um Spaß zu haben. Ja? Mal anders zum Spielen wie sonst dabei. Und das, glaube ich, schafft das Ding enorm gut. Also, bis zum nächsten Mal und Servus, bis dann. Ich seh die Hierarchien in Panik zerstreut. Riggers fallen reihenweise, keiner bereut. Black Toast, Shippen Squad, doch ich bleib entspannt. Mein Lexington rockt und die Gegner verbrannt. Von der Dark Zone bis zum Kapitel Hell. Ich bleib unaufhaltsam, hab nur ein Ziel. Mit Schussfolge wie ein Sturm geh ich voran. Jeder weiß, wer ich bin, der Lexington Mann. Kugeln fliegen wie ein Regen aus Stahl. Jeder Gegner spürt, ich bin radikal. Schattenspieler, nein, ich bin das Licht. Ein Veteran mit Power, der kein Kampf erbricht. Was im Schatten ist Licht, ich krieg hier das Gefecht. Die Klexigen in der Hand, bin ich der Danny-Knecht. Feuer frei, die Welt soll sehen. Schussfolge wie ein Donner, lass die Gegner untergehen. Kein Deckungsspiel, ich geh direkt frontal. Jeder Gegner merkt, mein Schaden ist brutal. Präzisionsstil schick ich sie ins Nichts. Das Lexington singt und ich hol mir die Pflicht. Ob Outclass oder Blacktoast, sie steht kein Moment. Ich bin der Sturm, der jede Form verblendet. Mein Set ist perfekt, ein Meisterwerk des Kriegs. Lexington führt und ich bin der siegt. Was im Schatten ist Licht, ich krieg hier das Gefecht. Mit Lexington in der Hand, bin ich der Danny-Knecht. Feuer frei, die Welt soll sehen. Schussfolge wie ein Donner, lass die Gegner untergehen. Aus dem Schatten ist Licht, ich hab gewonnen. Der Visionsreich, mein Turm, unbestritten vollgenommen. Lexington, ein Name, das für den Ketten spricht. Ich bin der Veteran, der das Gefecht bricht. Sich nähernde Feinde.
Denkst du wärst ein harter Hund, doch deine Sicht ist ungesund. Wenn der Moment mal nicht so rein, muss nicht alles eklig sein. Doch hey, lass uns leben, Mann, doch keine Lausche kommt besser an. Kein Grund für dich so krass zu sein, das Spiel läuft besser, wenn wir fein. Verschlafen und stark, halt den Kurs, Lust und Liebe, unser Durst. Keine Grenzen, wir gehen all in, doch mit Respekt, so macht's ja Sinn. Ein bisschen wild, ein bisschen roh, doch mach's mit Stil, ich sag's dir so. Wenn du küsst, dann nimm die Zeit, denn Zärtlichkeit macht alles breit. Spiel das Spiel nicht nur auf Druck, Genuss verlangt doch auch mal Glück. Denn wenn die Nudel Spannung hat, geht die Nacht erst richtig ab. Verschlaff und stark, halt den Kurs, Lust und Liebe, unser Durst. Keine Grenzen, wir gehen all in, doch mit Respekt, so macht's ja Sinn. Keine Regel, kein Norm, doch Leidenschaft bringt uns in Form. Lass die Freiheit in die Luft, hart und ehrlich, das ist der Duft. Keine Regeln, keine Norm, halt den Pegel, such dein Ziel. Mit Respekt und etwas Stil, gibt Feuerwerke im großen Stil. Keine Regeln, keine Norm, doch mit Stile unser Durst. Keine Grenzen, wir gehen all in, doch mit Respekt, so macht's ja Sinn. Keine Regeln, keine Norm, doch Leidenschaft bringt uns in Form. Wenn du küsst, dann nimm die Zeit, denn Zärtlichkeit macht alles breit. Doch mit Respekt, so macht's ja Sinn. Doch mit Respekt, so macht's ja Sinn.